Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Eine große Ehre, in Luxemburg zu sein, für einen Österreicher. Ja. Ich soll ganz liebe Grüße und viel Segen von unserem Kardinal Schönborn, ausrichten an die Kirche in Luxemburg. Und Sie werden sehen, wir haben sehr viel mit dem Kardinal gemeinsam an Mission gemacht, an praktischer Mission. Deswegen wird er immer wieder auch erscheinen in unseren Reflexionen heute. Ja, was machen wir in unserer Akademie? Warum sind wir hier? Wir haben uns getroffen, weil wir in verschiedenen Diözesen im deutschsprachigen Raum missionarische Initiativen begleiten und Diözesen und Pfarreien schulen. Ja, also es ist ein Ausbildungsprogramm, Mission Possible ist ein eigenes Ausbildungsprogramm. Wie gelingt heute Evangelisierung? Wie gelingt heute Dialog? Wie können wir heute in die Gesellschaft hineintreten mit unserem Glauben? Wie bringen wir die Hoffnung in unsere Gesellschaft? Das Ganze ist vor allem ein Lernprozess. Also ich bin hier und erzähle und wir versuchen zu berichten einfach, wie dieser Lernprozess ausschaut. Und der ist natürlich begleitet von Scheitern und Gelingen. Und ich bitte Sie von Herzen, wir wissen es nicht besser. Wir teilen einfach nur unsere Erfahrungen. Wenn die eine oder Erfahrung den Eindruck hat, das könnte eine Inspiration sein, wunderbar. Und alles andere können Sie vergessen. Ja, nehmen Sie es als schöne Geschichte. Das ist mir wichtig zu sagen, weil das ist einer der Lernprozesse. Es ist keine Diözese wie die andere. Es ist keine Pfarrei wie die andere. Es stimmt, wenn die Leute sagen, Herr Neubert, es ist ganz schön, was Sie uns erzählen, aber bei uns ist alles ganz anders. Sie haben recht. Ich habe lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Weil jeder Mensch anders ist. Und ich habe großen Respekt, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und da beginnt es schon, sozusagen, den Respekt davor zu haben, was der Weg eines jeden Menschen ist. Ich werde versuchen, ja, ich sage, ich versuche es. Ich werde versuchen, zunächst in der Einleitung einige Beobachtungen mit Ihnen zu teilen. Einige treffen auch das, was der Herr Kardinal schon eingangs gesagt hat, das trifft Sie schon ganz gut. Und dann in einem nächsten Schritt möchte ich drei Lernschritte mit Ihnen einfach teilen. Und dann versuchen, ein paar Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich versuche, ich weiß nicht, warum man das mit dem Charme gesagt hat. Ob man die Österreicher damit, naja, charmant sind sie schon, aber nein, ich habe das ganz gut aufgenommen. Nein, was ich sagen will, ist, was wir lernen, ich möchte es einfach von Herz zu Herz sagen, auch wenn wir viele uns noch nicht kennen. Ich kann es nicht anders. Es ist einfach, wovon das Herz voll ist, soll es übergehen. Aber es ist auch zerbrechlich, es ist verletzlich, es ist nicht großartig. Ja. Ich glaube, das ist auch das Evangelium heute zeigt uns, wir sind arme Typen. Wir sind immer arm. Und das ist schon eine der großen Gefahren in der Mission, weil wir glauben, wir haben es. Wir haben es im Griff, aber wir haben es nicht im Griff. Also wir nicht. Und das ist die große Umkehr meines Erachtens, was wir in der Kirche brauchen. Wir sind arm und der Herr macht uns reich. Das ist nicht ein frommer Satz. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen. Also zu den Beobachtungen. Es ist Papst Franziskus gewesen, aber auch sehr stark jetzt Papst Leo, der uns daran erinnert, wir können nur Mission leben, wenn uns die Welt zu Herzen geht. Papst Leo spricht viel auch vom Herzen. Das ist die große Frage, interessiert uns die Welt noch so? Wir haben so viele Probleme mit uns. Interessiert uns die Welt noch? Die Frage der Motivation in den Pfarren vor allem, ja, ist, bin ich eigentlich noch motiviert? Das heißt natürlich, spüre ich irgendwie den Herzschlag Gottes für diese Welt. Das ist ein großes Wort, spüre ich den Herzschlag Gottes für diese Welt. Aber darum geht es ja eigentlich. Und spüre ich noch den Herzschlag für mich? Hat der Herr Erbarmen mit mir? Also
die Hoffnungslosigkeit, die wir, ich spreche ehrlich von Herz zu Herz, die wir in den Pfarren oft erleben oder in den Diözesen, ich sage es ganz offen, ist groß. Und die große Frage ist für mich immer wieder, spüren wir noch, ich sage es für mich auch, spüre ich den Herzschlag, dass er sich meiner erbarmt, dass der Herr, das sind immer schöne Worte, der Herr fängt neu an mit uns. Ja, aber wie? Wie konkret? Also spüre ich den Herzschlag Gottes noch für mich. Und wenn ich versuche, den Herzschlag Gottes zu spüren für diese Welt, dann ist es natürlich immer wieder auch zu spüren, wo ist die Not? Wo ist die Not heute? Und ich möchte nur drei Nöte besonders hervorheben. Es gibt natürlich viele und jeder hat seine eigene Not, aber die ich in unserer Gesellschaft und in der Kirche wahrnehme. Also es ist nicht nur eine kirchliche Not, sondern eine gesellschaftliche. Die erste Not, die ich am Anfang ansprechen möchte, die nennt Martinovic Viktor, ist ein belarussischer Schriftsteller, derzeit gefeiert, Europapreise, viele Bestsellerromane, viele Romane, die sehr apokalyptisch sind. Und er sagt meines Erachtens etwas ganz Wichtiges. Es ist eine Welt, von der spricht er heute, eine Welt der Furcht, in der alle sich in Höhlen verkriechen, weil man sie vor den Monstern warnt, die angeblich draußen lauern. Ich wiederhole, es ist eine Welt der Furcht, in der alle sich in Höhlen verkriechen, weil man sie vor Monstern warnt, die angeblich draußen lauern. Ich glaube, wir spüren alle diese Dimension auf unterschiedliche Art und Weise. Eine Welt der Angst, die uns in den Rückzug treibt. Es gibt Studien in Deutschland, dass nur mal 1/3 der Bevölkerung regelmäßig Nachrichten schaut. Sich aussetzen der Wirklichkeit dieser Welt, nein, ich ziehe mich in meine private Welt zurück. Wer die Monster sind, ist nicht nur der Krieg oder nicht nur Putin oder sonst wie. Die Monster haben wir in unseren Internetseiten, es sind natürlich die Monster, sind immer die anderen. Ja. Wie stark sie Monster sind, das sei jetzt einmal dahingestellt. Also Rückzug auf den unterschiedlichsten Ebenen, gesellschaftlich wie kirchlich. Man kann nichts generalisieren, natürlich ist es viel differenzierter. Zweite Beobachtung, die wir heute schon gehört haben. To be lonely. Sie sehen hier das Bild von Billie Eilish, einer der bekanntesten, falls man sie noch nicht kennt, einer der bekanntesten amerikanischen Sängerinnen, mehrere Awards gewonnen, sagt etwas und ein unglaubliches Gespür für junge Leute. Die Einsamkeit heute trifft nicht nur die Alten, vor allem die Jungen. Man glaubt es nicht. Wir haben einen dreifachen Anstieg an Depressionen. Wir haben unglaublich viel an Arbeit, Heilungsarbeit, gerade was junge, vor allem Teenies betrifft, also junge Jugendliche. Also das Thema Einsamkeit beschäftigt ja mittlerweile schon Staaten, aber es ist in unserer, was ist die Zukunft? Wie geht das weiter? Und ich sage das nicht, um zu lamentieren, sondern nur wahrzunehmen. I don't want to be lonely. I want to have a home. Show me the way home. Ein Zuhause haben. Wenn Sie die Lieder studieren heute, es zieht sich durch, ich möchte gerne ein Zuhause haben. Und die dritte Beobachtung, die ich hervorgreifen möchte, ist ein Verlustempfinden. Das Verlustempfinden, dass ich etwas verliere, nicht mehr kommen wird, das kommt immer wieder. Was das Besondere daran ist, sagt Professor Reckwitz, sagt, dass es eskalierend ist, dass es in eine Dimension kommt, die uns erschöpft und uns letztlich ohnmächtig macht. Und das ist ein Thema, das sehr stark die kirchlichen Gemeinschaften auch betrifft. Man sagt, ich mache noch mein Geschäft, 4 Jahre, dann gehe ich in Pension, das reicht. Ist vielleicht bei Ihnen nicht der Fall, aber wir beobachten es in vielen deutschsprachigen Diözesen. Aber es ist eine Not, das ist kein Spiel, ja, es ist eine Not. Diese 3 Beobachtungen, und es gibt noch mehrere natürlich, sind wichtig wahrzunehmen. Also ich komme noch einmal zurück. Also wir haben
die Frage der Angst, die in den Rückzug greift, in die sogenannten Bubbles der unterschiedlichen Weisen, die Einsamkeit, die vor allem die nächste Generation trifft oder die psychischen Nöte und das dritte, das Verlustempfinden, das letztlich keine Hoffnung mehr gibt. Jetzt können wir sagen, ja, wie ist der christliche Blick darauf? Wie können wir als Christinnen und Christen, der wir alle da mittendrin stehen, das ist ja nicht von außen. Wir stehen ja mittendrin. Und da erscheint mir, und das ist für die Mission nämlich dann so wichtig, wenn wir sehr konkret hinschauen, eine Wahrnehmung oder einen klärenden Blick sehr wichtig. Und ich beziehe mich da auf einen großen Theologen, den die meisten von uns auch sicher mal studiert haben, Hans Urs von Balthasar, schreibt in einer wirklich dunklen Zeit, mitten im Krieg, 1944, das Büchlein Herz der Welt. Und da geht er darauf ein und sagt, ja, wie gehen denn wir Christinnen und Christen in diese dunkle Welt hinein? 1944 hat er das Büchlein geschrieben. Und er sagt etwas ganz Entscheidendes und sagt, ja, der Herr sagt uns, geht wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also nicht Monster, sondern Wölfe. Die Wölfe sind real. Geht hinein. Und er erklärt und sagt, Christen gehen nicht von außen in die Welt, sondern von innen. Was heißt das? Und er nennt den Jona, er geht in den Bauch vom Fisch. Ihr habt da in der Kapelle eine Darstellung, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo der Jona da sitzt da drin im Fisch. Da hat er sich schon eingerichtet mit Bibliothek, glaube ich auch. Das sehe ich da. Ja. Er geht sozusagen hinein. Aber was heißt das, wenn Christus in diese Welt, in den Bauch hineingeht? Und das wäre schön, vieles davon zu lesen. Ich nehme nur einen Satz raus, den ich daraus filtriert habe. Da heißt es dann, es fehlt noch das Mittel, einzudringen in das Innerste der Welt, um sie von innen her zu verwandeln. Der Talisman, um das verriegelte Tor zu erbrechen, da erschuf Gott sein Herz und er stellte es in die Mitte der Welt, ein menschliches Herz. Ich weiß, das kennen wir. Balthasar macht dann, weil er ein menschliches Herz bekommt, wird er schwach. Ein interessanter Ausdruck. Er wird schwach, es geht ihm zu Herzen, wie es uns geht. Noch einmal, geht es uns zu Herzen? Und wenn Eltern, ich bin Vater von, und meine Frau und ich, wir haben 6 Kinder, und ich sage 6 Kinder, wenn es 3 gut geht, ist nicht schlecht, oder? Nein, Eltern werden nie so denken. Und wenn es nur einem schlecht geht, dann wird das Herz noch mehr schlagen für das Kind, das nicht da ist. Alle Eltern nicken schon, ja, weil sie das kennen. Die werden nicht prozentuell sagen, so ein guter Schnitt. 5 geht's gut, einen geht's schlecht. Ist nicht schlecht. Nein, so denkt Gott nicht. Und ich muss ja sagen, ich bin extrem fasziniert, weil ich behaupte, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, ich behaupte es, dass Papst Franziskus das meistgebrauchte Wort ist tutti. Ich glaube, dass er kein Wort so oft gesagt hat wie tutti. Bei Reden hat er aufgenommen, tutti, tutti, tutti. Er wollte sagen, alle sind gemeint, alle Kinder Gottes. Und ich habe mich oft gefragt, wieso braucht er diese Wiederholungen? Wieso muss man das so oft wiederholen? Ihr kennt Eltern, die das oft wiederholen, wenn sie den Kindern was sagen, weil man offensichtlich es wir schwer hören. Und da wird er belehren, Gottes Liebe gilt nicht nur einem Grüppchen, nein, allen. Und ich habe den Satz weg, hört mir gut zu, sagt er dann. Hört mir bitte gut zu, alle, ohne Ausnahme. Tutti senza eccezione. Vielleicht ist es noch einmal sozusagen das Erinnern daran, dass wir alle Kinder Gottes sind.
Ich brauche jetzt nicht das wiederholen. Wir haben auch das, ihr kennt von Lissabon, wo Papst Franziskus dieses in Spanien Todos, 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 Todos wiederholt. Ja? So eindringlich, alle haben Platz am Tisch. Wieso macht er das? Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Die erste Rede von Papst Leo, die erste Rede, die war nicht lang. Er hat 10-mal Tutti gesagt. Bitte kann man nachprüfen. Im Anhang hier habe ich sogar den italienischen Text. 10-mal Tutti. Und er spricht vom Frieden, dass es zu Herzen geht. Alle, wo auch immer sie sein wollen, eure Familien, alle Menschen, wo immer sie sind, alle Völker, auf der ganzen Erde, tutti, tutto. Jetzt kann man sagen, ja, wissen wir auch schon. Ja, Gott hat alle lieb, ja. Die Frage ist, ich glaube, was wir in den Missionen merken und wenn wir Pfarrer begleiten, und ich werde versuchen, das jetzt zu erklären ein bisschen, wie schaffen wir das? Ich bin oft total uninteressiert an meine Nachbarn. Ja, so ist es. Das ist so, die Nerven sind schwierig. Ja, schaut seine Nachbarin da an. Und wie kriege ich ein Herz? Jetzt glaube ich, ja, betet's. Betet's. Das ist die fromme Ansage, stimmt. Aber selbst das Beten ist keine Automatik. Selbst das Beten braucht einen Herz-zu-Herz-Sprung. Und manchmal brauchen wir Hilfen. Und jetzt komme ich zu diesen 3 Lernschritten. Und den habe ich zum Beispiel nicht erfunden, den ersten Lernschritt, den ich jetzt gerne zeige, den wir mit Pfarrern gegangen sind. Ein guter Freund hat mir gesagt, stell dem Menschen einmal diese Frage. Wo würde Jesus heute in deiner Pfarre hingehen? Also sehr konkret. Wir haben eine Pfarre, ich kann mich erinnern, eine der ersten, die wir gemacht haben in Kremsmünster. Da waren damals noch so vielleicht 80 Leute im Raum. Und ich habe gesagt, stellt euch vor, Jesus kommt nächste Woche in die Pfarre. Er bleibt nur eine Woche, er hat nicht so viel Zeit, so wie der Kardinal, er hat nicht so viel Zeit. Ja. Er kommt nur eine Woche. Jesus ist so viel unterwegs. Hat nur eine Woche. Das ist wichtig. Warum? Weil dann haben die Leute geschaut, er hat nur eine Woche. Was sind die wichtigsten Dinge, die er zu tun hat? Und zuerst haben sie gedacht, wir sind doch nicht in der Schule. Ja, da spricht man immer, wo Jesus irgendwas macht. Ja. Haben sie so Gruppen gemacht, Plakate aufgeteilt und haben sie aufgeschrieben. Plötzlich wurde es laut, lustig, sie haben gestritten. Ja. Wo würde Jesus hingehen? Wo würde er schlafen? Wo würde er essen? Was würde er tun? Das hat uns so überrascht, was da rausgekommen ist, dass wir das bis heute machen. Vor 25 Jahren haben wir begonnen. Wir machen das mit jeder Priestergruppe, jeder Firmengruppe, jeder kleinen Gruppe und sagen, nächste Woche kommt Jesus, was würde er tun? Am meisten hat es sie selber überrascht. Warum? Sie sind plötzlich draufgekommen, dann, als sie präsentiert haben, das sollen ja wir machen. Jesus, als er die 72 Jünger ausschickt, dann geht's dorthin, wo ich gerne hingehen wollte. Das ist ganz biblisch. Geht's dorthin, wo er sandte sie aus, dorthin, in die Städte und Orte, wo ich gerne hingehen wollte. Und das Frappierende für mich war, das war so biblisch, was sie dort, nämlich, es war ganz erstaunlich, was sie genannt haben. Und das zeige ich Ihnen. Die Bilder, die Sie jetzt sehen, sind echt. Also es ist ein echte. Und wir haben dann, das Schock war, wir sollen dort hingehen, was wollen wir da machen? Und das war die Begleitung, unsere Begleitung, dann die ganze ein Jahr Vorbereitung für eine Pfarrmission, war zum Beispiel 10 Tage Pfarrmission. Wir haben ein Jahr vorbereitet, wir haben sie begleitet und ganz am Anfang gesagt, das ist jetzt die Mission. Und sie haben gesagt, wow, dorthin gehen, wo Jesus hingehen will. Ja, das ist Kirche. Ich meine, wir haben selber nicht immer geglaubt, ehrlich gesagt. Aber dann ist etwas passiert und das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Hier sehen Sie in der Obersteiermark, ja, Jesus wird am Marktplatz gehen. Natürlich. Und da werden alle Kinder und Jugendliche sich versammeln.
Wir werden dann Möglichkeit haben, später noch genauer hinzuschauen, was haben wir da gemacht. Ja, er wird natürlich in ein einziges Kaffeehaus, Sie sehen das einzige Dorfcafé, das es dort gegeben hat. Es war noch nie so voll, weil man eingeladen hat, über Gott und die Welt zu sprechen. Menschen haben erzählt aus dem Glauben und auch Menschen, die nicht glauben, haben erzählt. Und haben gesagt, da kann ich auch mitreden. Spielcasino in Baden bei Wien. Nicht einmal die Sternsinger durften hinein. Ich sage, ja, Jesus wird sicher dorthin gehen. Der Titel der Veranstaltung war Geld regiert die Welt. Und Gott? Fragezeichen. Es war die bestbesuchte Veranstaltung. Noch nie hat die Pfarre so viele Leute versammelt. Weil es relevant war, weil ich dorthin gehe, ja, wo es ums Geld geht. Ja. So, dann, natürlich geht Jesus zu den Ärmsten, zu den Obdachlosen. Natürlich geht Jesus zu den Weinkellern. Bei uns gibt es manche Gegenden, die sehr viel Wein haben. Ja. Klarerweise dort, Weinkeller, Weinambient ist meistens, wo ich mich nicht verurteilt fühle. Da fühle ich mich wohl, da kann ich sein, wie ich bin. Ja, natürlich würde er in die Bar gehen. Das ist die Sky Bar, eine der bekanntesten, coolsten Bars in Wien. Nie hätte man dort gedacht, dort sitzt der Kardinal, Angst hatte er. Aber da waren 90% der Leute, die Sie hier sehen, haben mit der Kirche nichts zu tun. Es ging um Sex, um Macht, um Kirche. Die Fragen waren ganz andere, als die Kirche sich dachte. Der Kardinal hat nachher gesagt, ich muss mich bekehren. Ja, auch das Schwimmbad. Warum? Dieser Ort hatte dieses Schwimmbad ganz neu und sie waren so stolz auf das Schwimmbad. Und dann gesagt, natürlich wird Jesus dorthin gehen, worauf wir stolz sind. Es musste nicht geschwommen werden, sondern man hat hinten ein Riesenrestaurant und dort hat man zum Thema Sport und Gott eine Frage gestellt. In der Stadt ist man auf die Universität gegangen. Bei uns ist sehr sensibel, Kirche und Universität und so weiter. Ja, das war immer ein bisschen schwierig. Bei euch nicht, ja, das glaube ich. Ist alles anders bei euch. So, und wieder ein voller Saal. Verstehen Sie, das ist nicht gemacht. Das war eine Erfahrung plötzlich, das haben wir nicht erwartet. Also die Pfarre macht die Erfahrung, das sind jetzt keine Wundergeschichten, sondern einfach Erfahrungen, wo würde Jesus hingehen und plötzlich passiert etwas, was auch die Pfarre überfordert. Wir kommen einmal dazu, was mache ich dann dort? Das ist dann der nächste Lernprozess. Der Lernprozess ist, in einen Dialog einzutreten. Und der Kardinal, als wir die erste Pfarrmission hatten in Wien, davon werden wir noch hören, sagt dann zu mir nach der Pfarrmission, sagt er, Otto, gib mir eine Mission, damit ich mich bekehre. Gib mir eine Mission, damit ich mich bekehre. Er war dann einer der Ersten, der dann auch mit der Diözesanleitung, er hat gesagt, wir können nichts verlangen von anderen, was ich nicht selber lebe. Und das war nicht leicht für ihn. Auf der Straße vor Weihnachten wollte er einladen, zur Krippe zu kommen. Und komischerweise bleibt niemand bei ihm stehen. Bei allen anderen sind sie stehen geblieben. Und ich denke mir, warum? Ja. Und er in seiner Not sagt, grüß Gott, ich bin der Herr Kardinal. Und dann sagt, ich sage es auf Wienerisch, sagt ein Jugendlicher, das ist doch mir wurscht. Das ist doch mir egal. Und er erzählt die Geschichte nach und sagt, das war so wichtig für mich. Auch die Rolle als Kardinal ist in der Mission nicht entscheidend. Er hat gesagt, ich musste runtersteigen. Und im nächsten Moment kam ein Ehepaar auf ihn zu, die ihren einzigen Sohn vor ein paar Tagen durch Suizid verloren haben. Und es kommt zu einem tiefen Gespräch und ein Gespräch um ein anderes gesagt, der Herr hat mich gelehrt, runterzusteigen und zu empfangen. Die Lernprozesse, natürlich, unsere Kirchen müssen wieder offen sein, das ist ein Slogan, ja. Aber was heißt das konkret, offen zu sein? Und es braucht
Formen des Gebetes, wie hier der Abend der Barmherzigkeit. Wir brauchen Gebetsformen, wo Menschen andocken können, 10 Minuten vorbeikommen können, einen Segen empfangen, auch wenn sie geschieden sind oder wiederverheiratet sind, in welcher sie Lebenssituation. Wie können Menschen ins Gebet geführt werden? Das ist doch unser Herzstück. Und wir haben nur die Messe immer, Natürlich führt alles zur Heiligen Messe hin. Aber welche Formen des Gebetes gibt, wo ich die Barmherzigkeit Gottes empfangen kann, auch wenn ich Angst davor habe. Was ist passiert? Interessanterweise die Prioritäten, die im Evangelii Gaudium vom Papst Franziskus genannt werden. Wer sind die Prioritäten? Alle sind gemeint, aber es gibt 2 Prioritäten. Die armen Kranken sind die ersten Adressaten des Evangeliums, Evangelii Gaudium 48. Und dann zitiert der Johannes Paul II., Verkündiger und jene, die fern sind von Christus, ist die erste Aufgabe. Wir interessieren uns, ich auch, die interessiert sind. Wir denken immer, wir wenden uns an die, die interessiert sind. Aber eigentlich, und das sagt Evangelii Gaudium, sagt, die Prioritätensetzung der Ärmsten und der Fernsten ist die Quelle der Freude, die Quelle der Erneuerung einer Gemeinde. Und bevor Sie gleich nachfragen nach der Nachhaltigkeit, ja, das, was Sie gesagt haben, ein Pfarrgemeinderatsobmann sagt, ja, was war denn nachhaltig? Er hat gesagt, Sie glauben es nicht, aber wir haben wieder Freude in unserer Pfarre. Sie glauben es nicht, wir haben wieder Freude, wir haben uns nur zerstritten. Weil wir haben immer genug zu streiten, weil die anderen sind immer blöd und ich bin auch immer blöd. Also es ist eigentlich Grund zum Streiten haben wir immer. Aber deswegen gibt es ja nicht das Evangelium. Das Evangelium gibt es ja, um Vergebung zu schenken. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn wollt ihr dafür? Das machen die Heiden auch. Also der Turning Point, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Aber wir tun wie die Heiden. Ich auch, ja, ich auch. Und einer der größten Herausforderungen für mich war die Pfarrmission in der Dompfarre in Wien, in der Pfarre St. Stephan. Und da habe ich eine Pfarrgemeinderätin erlebt, die Maja Schanowski, saß mir gegenüber und ich habe mir gedacht, na, da werden wir keine Mission machen. Ganz schön drastisch, Herr Neubauer. Wer war denn von Ihnen schon mal in Wien? Wer kennt denn Wien so ein bisschen? Oh, wow, das sind viele. Dann haben Sie sicher die Kathedrale, den Stephansdom auch gesehen, oder? Und manche kennen ihn vielleicht von einem Foto. Also tatsächlich bin ich ja eine Wienerin und der Stephansdom war meine Pfarrei. Und ich möchte Sie gern kurz teilhaben lassen, so an meiner Seite der Erfahrung. Ist auch eine Lernerfahrung, also das passt jetzt genau da hinein. Im Jahr 1998 kam unser Dompfarrer zu uns in den Pfarrgemeinderat, also ich war schon ganz, ganz lange engagiert in der Pfarrei, ehrenamtlich. Ich war im Pfarrgemeinderat schon mehrere Perioden lang und der Dompfarrer kam und sagte, der Herr Kardinal möchte, dass wir eine Pfarrmission machen. Das ist jetzt für jemanden, der ehrenamtlich in einer Pfarrei tätig ist, hat gewisse Aspekte, die man jetzt nicht attraktiv findet. Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber als normales Pfarreimitglied interessiert einen das jetzt nicht so wahnsinnig, was der Herr Kardinal möchte. Und vor allem, wenn der sagt, ich möchte, dass ihr das macht, dann ist das jetzt auch nicht gerade so, dass man sagt, hurra, das wollten wir schon immer. Ist nur in Wien so. Nur in Wien, nur in Wien. Der zweite Aspekt, das Wort Mission. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Wort Mission hören oder wie es Ihnen vor 10 oder 20 Jahren gegangen ist, wenn Sie dieses Wort gehört haben. Für uns war dieses Wort ein totales No-Go. Mission ist entweder irgendwas, was man irgendwo ganz in der Ferne macht, oder das sind so Menschen, die stehen da in der Fußgängerzone und halten Predigten und da kommen dann so Sachen vor wie Hölle, Tod und Teufel.
Also wir haben momentan gerade zum Beispiel vor dem Stephansdom einen Mann stehen, der hat so eine Jesusfahne in der Hand. Ich bewundere ihn, weil der steht da stundenlang jeden Tag. Und der erklärt halt dann irgendwelchen Menschen, die kommen, dass das mit Maria alles doch nicht ganz so ist. Genau, also das ist die Vorstellung von Mission. Und wir haben gesagt, nee, also das brauchen wir ganz bestimmt nicht. Und ich habe sehr uncharmant offensichtlich, da warst du ja noch gar nicht dabei, auch gefunden, nee, also das machen wir nicht. Aber gut, es ging kein Weg dran vorbei, wir sollten eine Pfarrmission machen und wir haben uns dann entschieden, aus verschiedenen Möglichkeiten, das mit der Gemeinschaft Emanuel zu machen. Und da trat dann der Herr, damals noch Herr Neubauer, auf den Plan mit ein paar anderen Leuten, ist gekommen und hat mit uns begonnen, das vorzubereiten. Ich bin in dieses Vorbereitungsteam gegangen, weil ich mir gedacht habe, na gut, wenn das schon ist, dann will ich auch schauen, dass nichts Böses passiert und will da mit drin sein, um ein bisschen aufzupassen. Und mitgestalten ist ja auch immer was Schönes. Ne? Genau. Wir haben dann dieses Jesus kommt zu uns, was macht er da eine Woche lang oder 10 Tage lang? Und da hat das dann schon begonnen, ein bisschen Spaß zu machen, weil da kamen dann so die ersten Ideen und Jesus geht ins Kaffeehaus. Aha, wir gehen ins Kaffeehaus bei der Mission, interessant. Und dann kamen die Ideen und es wurde allmählich irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, no, das könnte eigentlich doch ganz interessant und ganz spannend werden. Dann hat im April 2000 hat diese Pfarrmission dann stattgefunden, 10 Tage lang. Und für mich war das von Anfang an eigentlich eine einzige Freude. Ja, wir haben schon viel von der Freude gehört. Herr Kardinal hat es angesprochen, du hast davon gesprochen. Es war alles anders. Ja, diese Pfarrmission hatte den Titel, also wir haben so ein Motto gehabt, Wien ist anders. Das hat man gelesen, wenn man mit dem Auto bei der Autobahn reingefahren ist, gab es so Schilder, Wien ist anders. Das hieß, Wien ist anders, Gott auch. Und es war wirklich alles anders. Der Stephansdom war kein Museum mehr tagsüber, sondern das war etwas, wo auch tagsüber Menschen einfach zum Gebet gekommen sind und man gespürt hat, da ist etwas anders. Wir haben ein Kaffeezelt am Stephansplatz gehabt, wo wir die Passanten einladen konnten zum Kaffee trinken. Der Stephansplatz war anders. Ja, einfach, weil die Atmosphäre sich verändert hat. Da waren Menschen für andere Menschen da, waren einladend und willkommen heißend. Ich habe dann am Ende dieser Pfarrmission bei einem Gebetsabend, bei einem Abend der Barmherzigkeit, wie wir es da gerade auf dem letzten Bild zuerst auch gesehen hatten, für mich auch noch einmal eine besondere Erfahrung in meinem Glauben gemacht, die ich bis dahin nicht hatte, wo ich sage, ja, da bin ich Gott noch mal in einer Weise begegnet, wie ich das nicht kannte, das mir wieder eine neue Freude gegeben hat und ein neues Weitergehen im Endeffekt. Eine Situation, die für mich dann nochmal ein Schlüssel war und die sicher mit dran schuld ist, dass ich jetzt da stehe und seit 25 Jahren im Bereich Mission Possible arbeite. Wir haben dann nach diesem Abend der Barmherzigkeit am nächsten Tag gab es im Stephansdom nochmal so eine große Dankfeier und der Otto hat gefunden, wir sollen Leute von verschiedenen Orten im 1. Bezirk weggehen mit Kerzen und sollen einfach die Passanten einladen, dass sie mit uns kommen zu diesem Gebetsabend. Und ich war schon ganz müde nach der Woche, aber auch gut drauf. Alles war irgendwie so toll und so schön. Ich habe mir schon gedacht, naja, also, das wird jetzt irgendwie schon komisch sein. Aber ich bringe das schnell hinter mich. Wir haben noch extra Kerzen für die Passanten mitgekriegt und spreche einen Mann an in der Fußgängerzone. Also wer das kennt, von der Staatsoper zum Stephansdom, Kärntner Straße, spreche einen Mann an, ob er nicht mitkommen möchte zum Stephansdom. Wir haben da einen Gebetsabend. Der ist aber eigentlich in die andere Richtung gegangen. Ich habe gar nicht nachgedacht, ich wollte nur so schnell wie möglich. Jetzt sagt er tatsächlich, ja, okay, ich gehe mit. So, Der ist mitgegangen den ganzen Weg zum Stephansdom. Dort habe ich mir gedacht, wenn das so einfach ist, bleibe ich da draußen stehen und mache halt ein bisschen weiter und lade die Leute ein. Kam so ein Ehepaar, circa um die 70 Jahre, aus dem Theater wahrscheinlich, sehr schön angezogen. Und ich lade sie ein, wir haben noch so Teelichter gehabt, sage ich ja, den Stephansdom. Und dann, die haben sehr wienerisch gesprochen, das mache ich jetzt nicht, weil das verstehen sie dann vielleicht so, wie ich Luxemburgisch nicht verstehe. Teilweise habe ich schon verstanden, beim Herrn Kardinal. Und
ich lade sie ein und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, wann warst du denn das letzte Mal in einer Kirche? Und dann der Mann überlegt und sagt, naja, vielleicht vor 30, 40 Jahren. Erst habe ich mir gedacht, ich habe es falsch verstanden, aber nein, 30, 40 Jahre. Und dann sagt der Mann so, na dann gehen wir halt rein, warum nicht? Und die ab in den Stephansdom. Sie können sich vorstellen, dass das ziemlich überwältigend war. Und ich denke, es kann jetzt nicht sein, nur weil ich wen eingeladen habe, ganz einfach, nach so vielen Jahren geht jemand wirklich in die Kirche. Ich weiß nicht, was passiert ist in der Kirche mit den Zweien, keine Ahnung. Aber das war ja auch nicht mehr mein Job. Mein Job war, sie einzuladen, alles andere war dann sein Job. Für mich war das ein Schlüssel, um zu sehen, ja, da ist was möglich. Und das war nicht nur für mich ein Schlüssel, sondern es war ja erstens einmal für meine Pfarrei. Ich werde dann später vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, zu wie Pfarreien sich jetzt verändern. Es war auch etwas, was ich nicht als Pfarrmensch so nicht mitgekriegt habe, dass die Situation in der Kirche in Wien eigentlich eine schwierige war zu der Zeit. Wir haben begonnen mit den Gedanken 1998, wir hatten 1995 mit dem damaligen Kardinal den großen Missbrauchsskandal in Wien. Kardinal Schönborn hat eben dann übernommen, 1995 als Erzbischof von Wien. Also es war schwierig, ja, Menschen sind aus der Kirche ausgetreten und so weiter und so fort. Und man hat durch diese Pfarrmission, die natürlich dadurch, dass sie da mitten im ersten Bezirk und im Stephansdom stattgefunden hat, auch viele andere Leute angesprochen hat, auch von weiter weg, weil Leute gehen halt da umeinander. Und man hat auch als Kirche, als Diözese von Wien gesehen, da ist was möglich. Ja, jetzt nicht einfach nur, wir werden immer weniger und alles ist so traurig, sondern da geht was. Und Menschen lassen sich ansprechen, die vielleicht mit Kirche gar nichts zu tun haben. Und ich mache jetzt seit 25 Jahren, begleite ich auch Pfarreien, also ich mache Ausbildung, aber ich begleite auch Pfarreien eben bei ganz kleinen, singulären, missionarischen Aktivitäten bis hin zu großen Pfarreimissionen oder auch Stadtmissionen haben wir auch mitbegleitet. Und ich kann sagen, es verändert sich wirklich was dadurch. Nur mal genauer dann ein bisschen später hinzuschauen. So, jetzt können Sie sagen, ja gut, das ist ja nichts Besonderes, das machen wir auch, ja. Menschen irgendwie in die Begegnung kommen. Es war nicht ganz so leicht für die Pfarrer. Warum? Es brauchte einen Lernprozess, nämlich Dialog zu üben. Ich weiß, dass wir das Wort Dialog oft gehört haben. Papst Franziskus hat gesagt, man muss es bis zur Erschöpfung sagen. Ja, bis zur Erschöpfung. Manche sind schon erschöpft gewesen. Ja. Warum? Ich habe den Eindruck gehabt, dass wir zumindest, vielleicht nicht bei Ihnen, aber bei uns im deutschsprachigen Raum, gerade auch in Österreich, wir mussten wieder neu lernen, eine echte Begegnung einzutreten. Dialog war für uns oft Streit. Dialog war nicht Eintauchen in die Welt des anderen. Das Zweite Vatikanum sagt, in einen Dialog treten in jedem, der anders denkt als ich, heißt, den anderen von innen her zu verstehen. Von innen her. Also, wir mussten lernen zu sagen, was ist deine Geschichte? What's your story? Das klingt so banal, ist aber eigentlich eine der Übungen gewesen, dass im Grunde Mission ist Erzählgemeinschaft. Nicht Streitgemeinschaft, nicht Argumentiergemeinschaft, sondern Zeugnis. Und die Leute haben gesagt, der häufigste Satz von den Pfarrleuten war, ich habe nichts zum Sagen, ich habe nichts zu sagen. Lernen zu entdecken, ich habe eine Geschichte, jeder Mensch hat einen Schatz, jeder. Jeder, und wenn es noch so klein ist, wie kann ich das erzählen? Erzählgemeinschaft wird zu Schicksalsgemeinschaft. Weil wenn ich meine Geschichte dem anderen erzähle und der andere, ich höre die Geschichte des anderen, das offenbart etwas. Peter Handke, der große österreichische Schriftsteller, hat gesagt, die Christen gehen mir auf die Nerven, weil sie können nicht erzählen, was sie erfüllt. Sie können nicht erzählen, was sie erfüllt. Ich glaube, viele von Ihnen kennen den Film Intouchable, also ziemlich beste Freunde. Ich habe Kontakt aufgenommen mit dem Autor. Das ist dieser Mann hier, Philippe Bozzo di Borgo. Und wir haben viel Austausch gehabt, er ist mittlerweile verstorben.
Und er sagt einen ganz wichtigen Satz. Wir haben gesagt, was ist das Geheimnis der Freundschaft? Und er sagt, man kann einem Menschen nur dann wirklich begegnen, wenn man die Waffen streckt und ihm entblößt gegenübertritt. Also was ich versucht habe von Herz zu Herz, wo ich verletzbar werde. Wir werden uns verletzen. Wir werden nicht unverletzt bleiben. Das geht gar nicht anders. Als Jesus sich eingeladen wurde, sein Herz durchbohrt, es wird auch unsere Herzen durchbohren. Echte Begegnungen durchbohren. Und das ist nicht nur human, sondern das ist der große Philipper-Hymnus. Jesus selber war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde ein Sklave. So konnte Gott dem Menschen begegnen. Sein Herz ist schwach geworden, hat sich ganz klein gemacht. Wir kennen das alles. Aber für die Mission, das ist die Grundbewegung der Mission. Vielleicht einige erinnern sich, Papst Franziskus sagt oft, man kann nicht vom Balkon herunter evangelisieren. Obwohl er selber öfters am Balkon war. Aber ja, man kann nicht von oben herunter evangelisieren. Das war der Lernprozess unseres Kardinals vor allem. Der hat immer gesagt, Otto, ich muss mich bekehren, hat er immer gesagt. Die Mission hat ihn radikal verändert, radikal. Er hat gesagt, und jetzt lerne ich wieder Eucharistie zu feiern, echt zu beten. Er hat seinen Neffen aufgenommen, der schwer drogenabhängig war, mit dem hat er zusammengelebt. Er hat gesagt, ich habe mehr gelernt, habe ich gesagt, ach Gott, ihr Eltern, ihr wisst oft viel mehr. Hat er Kardinalstreffen in Rom gehabt, hat mich angerufen, wie geht's denn Luigi? Das war oft wichtiger, wie geht's ihm? Er hat gesagt, ich habe gelernt, mich einzusetzen, mitzuleben. Und dann ist er gestorben an Drogen. Das war die Geschichte. Keine Erfolgsgeschichte. Aber ich gesagt, ich habe mehr gelernt als in der ganzen Theologie. Ich habe eine Schicksalsgemeinschaft gelebt. Ich kann es nicht besser zusammenfassen als Mutter Teresa, ihren Lernprozess. Mutter Teresa sagte, anfangs glaubte ich bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, Achtung, lernen. Sie hat gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Ich weiß, der Satz hat einen gewissen Pathos und klingt gut. Ja, aber ich glaube, alle, die das spüren, das ist ja bei den Kindern auch. Wir wollen für die Kinder dass es so ist. Aber irgendwann muss man sich bekehren, sagt sie, bedingungslos lieben. Und wir wissen, dass wir das nicht schaffen, aber wir fangen wieder neu an. Und wir fangen wieder neu an. Und da gibt es zwei Dimensionen meines Erachtens, was erneuert werden. Wir haben es heute schon gehört. Die Leute werden nicht zu uns kommen, wenn sie keine Gemeinschaft sehen, keine Freude sehen, keine Jüngerschaft erleben. Der Kardinal hat es schon angedeutet. Wenn es keine Jüngerinnen und Jünger gibt, die Gemeinschaft bilden, die Familien bilden, wenn unsere Familie nur zerstritten wäre, dann würden sie nicht gern kommen, die Leute. Sie kommen natürlich gern, weil sie sagen, sie möchten teilhaben an diesem Leben. Ich habe euch Freunde genannt. Und Freundschaft geht natürlich nur über die Vergebung. Nicht nur, weil wir uns gerade so schön mögen. Nein, sondern weil wir einander vergeben. Und dann ist diese Dimension nicht nur ein frommer Satz, betet, 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 sondern dann werde ich merken, ich kann es nicht. Ich kann nicht vergeben, ich kann nicht, ich tue mir so schwer mit meiner Pfarre. Ja, dann werde ich Zuflucht suchen im Gebet. Zufluchtsort. Die Messe ist Zufluchtsort. Nicht Belohnung. Zufluchtsort. Diese Dimension führt uns in eine dritte, ganz wichtige Lernprozess, nämlich, dass Mission nicht ein Projekt ist und wo Menschen zum Objekt werden. Objekt unserer Mission. Papst Benedikt hat immer gesagt, wer will schon Objekt der Mission sein? Und Menschen spüren sofort, ob sie Objekt unseres Projektes sind. Ich brauche dich. Für das. Ich will dich gewinnen.
Und deswegen ist es wichtig, und das haben wir, der Lernprozess war dann, dass wir sagen, wie können wir eine Weggemeinschaft bauen? Eine missionarische Weggemeinschaft. Und deswegen gibt es sozusagen diese Mystik des Mitseins. Wie können wir das leben? Auf der einen Seite, ich habe schon gesagt, nach innen hin brauchen wir die Jüngerschaft. Also Jüngerinnen und Jünger, wir müssen darauf bauen und sagen, wie geht das? Wie geht christliche Gemeinschaft? Und dafür brauchen wir natürlich Schulung. Ich frage mich oft, wenn Pfarrer, natürlich brauchen wir Schulung, Zurüstung, ich brauche es auch immer wieder neu. Und gleichzeitig, und nicht entweder oder, sondern die Mission nach außen. Ich lerne nach außen mit den anderen zu gehen. Aber die anderen sind nicht ein Projekt, sondern ich nehme sie mit in diese Weggemeinschaft. Dafür haben wir diesen Missionskurs Mission Possible entwickelt, sowie ein Glaubenskurs. Ein Glaubenskurs lerne ich zu essen, Nahrung aufzunehmen. Und bei unserem Kurs lernt man kochen. Also im Sinne von, ich bereite das, was ich bekommen habe, den anderen zu. Das ist wie ein Kochkurs. Ja. Jamie Oliver hat ein super Buch geschrieben, jeder kann kochen. Und wir sagen, jeder kann Mission. Aber wir brauchen auch ein bisschen Hilfestellung. Wie kann ich das weitergeben? Und wir haben die 10 wichtigsten Fragen haben wir gesammelt, die in den Pfarrern gestellt wurden. Die haben nicht wir gesagt. Die 10 wichtigsten Fragen, die wir in den Landpfaden, vor allem in den Landpfaden gelernt haben. Ich nehme nur die ersten 3 raus. Das sind die entscheidendsten. Warum eigentlich Mission? Das ist eigentlich der Turning Point. Wenn ich keine Motivation habe, kann ich sagen, was ich will. Und 100 Autoritäten, wenn ich keine Motivation habe, warum eigentlich Mission? Zweitens, was habe ich eigentlich zu sagen? Was ist eigentlich das, was ich zu sagen habe? Und das ist, was die Kirche eigentlich sagt. Und dann natürlich die ganze Palette, was dann kommt, wie soll das Ganze geschehen? Und das haben wir, diese Entdeckung, Lernen des Dialogs. Und, Entschuldigung, das ist jetzt nicht auf Französisch, Verzeihung. Wir haben gelernt, dass es eine Weggemeinschaft, meine Frau war nicht gläubig. Als ich sie kennengelernt habe, und sie wurde von den Christen angesprochen, auf der Straße, eine Erstbegegnung. Ich, als ich sie kennengelernt habe, habe mich sofort verliebt. Ja? Aber sie war nicht gläubig. Und ich habe mir gedacht, ich nehme sie gleich zum Gebetskreis mit. Das war ein Fehler. Ja? Das ist so, wie wenn man einem Baby nicht Milch gibt, sondern feste Speise. Wie Paulus sagt, zuerst Milch. Das dauert übrigens lange, bis man viele Nächte, wo man wach ist. Ja, alle sagen niederschwellig. Na. Milch geben ist nicht niederschwellig. Ich mag das Wort gar nicht, niederschwellige Mission. Frag eine Mutter, ob das niederschwellig ist, wenn sie stillt. Keiner soll gering achten, die Erstbegegnung. Dann hat die Carola, meine Frau, das ist die Erstbegegnung kann ein Hausbesuch sein, kann ein Fest sein und so weiter. Erstbegegnungen sind unglaublich wichtig. For free. Without conditions. Dann hat sie aber bei der Party war sie dabei, beim Skifahren war sie dabei. Dann wir haben so Dialogveranstaltungen, Kaffeehäuser. Das fand sie spannend, interessant. Und sie hat Christinnen und Christen kennengelernt. Das ist eine der wichtigsten Dinge. Nicht, dass ich gleich lerne. Sie hat gesehen, wie leben die? Nach 2 Jahren, ja, also ich hatte 2 Jahre keine Chance, ja, 2,5 Jahre. Nach 2,5 Jahren sagt sie, kann ich so einen Glaubenskurs machen, weil das finde ich spannend. Ihr gefällt es mir. Ihr macht das, ich bin gern bei euch. Belonging before believing. Das Evangelium ist voll davon. Zuerst, und das schauen wir mit den Pfarrern jetzt auch an, wo habt ihr Orte, wo Menschen mitgehen können? Atheisten, meine muslimischen Freunde, wo können Menschen mitgehen mit uns? Und dann werden sie fragen, 3. Phase hier, wo kann ich den Glauben lernen? Ob das jetzt durch Gebetsabende, ob das durch Glaubenskurse, Alpha-Kurse oder wie auch immer. Das machen immer mehr Diözesen im deutschsprachigen Raum, immer mehr. Aber sie haben oft nichts davor und nichts danach. Deswegen bleiben sie immer im selben Saft. Eigentlich haben immer dasselbe Klientel. Ein bisschen mehr Interessierte. Ja. Ein paar andere erwischt, so manchmal, wenn ein neuer kommt, ist man ganz aufgeregt. Und dann ist die Phase, die Carola hat dann, meine Frau hat dann,
inzwischen waren wir dann zusammen, hat dann gelernt mit unserer Gemeinschaft dann, wie gebe ich den Glauben weiter? Sehr früh schon. Das hat auch der Papst in einem Schreiben Evangelium, wartet nicht so lange mit dem Weitergeben. Jamie Oliver, sobald du ein Gericht kannst und es dir schmeckt, lad deine Freunde an. Seine ganze Kampagne hat er übrigens, ist gelungen über diesen Trick. Trick, ist kein Trick. Wenn ich was gern tue, dann lade ich meine Freunde ein und ich koche für sie. Relativ rasch, wenn ich etwas erfahren habe, ich teile es mit den anderen. Und dann natürlich, wie kann ich Gemeinschaft leben in der Kirche? Das Modell ist hier nur eine Hilfestellung. Das ist, jede Geschichte ist einzigartig. Aber wir haben gesehen mit dem Pfarren, wie wichtig es ist, wo gibt es das in unserer Pfarre, in unseren Gemeinden, in unserer Diözese? Und wie helfen wir den Leuten, einen Weg zu gehen? Ein Freund von mir, der ist Atheist, ein Wiener sozialistischer Politiker. Nach 7 Jahren hat es ihn erwischt. Er war immer bei unseren Dialogprojekten dabei, ein guter Freund. Ich habe mir gedacht, der bleibt, glaube ich, Atheist. Und irgendwann hat er gesagt, in der Politik, wenn ich 2 Jahre nicht so denke wie die anderen, bin ich draußen. Bei euch bin ich noch immer der Freund. Das sollte Christen auszeichnen. Da hat er gesagt, und ich spüre irgendwie, das muss mit diesem Gott zu tun haben. Diese Kurse werden Land auf, Land ab eben gegeben. Und das Wichtige dabei ist, Papst Franziskus hat das gesagt, wir müssen Prozesse anstoßen und nicht Räume besetzen. Räume besetzen ist erobern, Zahlen. Ja, wie viel habt ihr denn? Und wir haben, das ist ein bisschen kriegerisch. Und das gibt es auch, ich kenne das auch von mir. Wir wollen mehr, wir wollen stärker sein als die anderen. Wir sind Salz der Welt, wir sind der Germteig, der sozusagen den ganzen Leib durchsäuert. Wir müssen nicht Raum besitzen. Und das Zweite, dass letztlich die Mission eine Haltung ist. Und das drückt sich am stärksten aus in der solidarischen Karawane. Jetzt kommen wir zu diesem Untertitel. Warum habe ich, in Evangelii Gaudium spricht Papst Franziskus mit diesem wunderbaren Bild, wo nämlich sozusagen alle mitkommen. Was ist die Berufung der Kirche? Dass die gesamte Menschheitsfamilie zur Wallfahrt heimkommt, ins Vaterhaus. Und das sind die ganz frommen Jünger, genauso wie meine Freunde vom Jürgen, der noch Atheist war, die kommen alle mit. Und wie passiert das? Wir spüren die Herausforderung, zusammenzuleben, uns unter die anderen zu mischen, einander zu begegnen, den Armen zu halten, uns anzulehnen. Schaut ein bisschen chaotisch aus, aber es entwickelt sich eine solidarische Karawane, die letztlich zu einer heiligen Wallfahrt wird. Deswegen glaube ich, dass die Tischgemeinschaft einer der Schlüssel für die Zukunft der Kirche ist. Ich will nicht sagen diese Methode, aber die Tischgemeinschaft, wenn wir bei Jesus schauen, der Heilungsmoment für Rückzug, für Einsamkeit, für Hoffnungslosigkeit, der Heilungsmoment ist, ich bin eingeladen zu einer Tischgemeinschaft. Jesus sagt es sehr klar, wenn du ein Mittagessen und ein Abendessen gibst, lad nicht deine Freunde ein, die dich wieder zurück einladen, sondern lad die Armen, lad die ein, lad die. Machen wir das? Ihr macht es sicher, aber bei uns, Jesus ist sehr konkret. Wir werden die Eucharistie nicht verstehen, nicht leben, wenn wir das nicht leben. Aber es ist unsere Umkehr. Und deswegen haben wir begonnen in Österreich, wir laden alle ein zu einer Tischgemeinschaft. Und vor allem laden wir die ein, die anders sind als wir, die politisch anders denken, die wir vielleicht nicht mögen. Und wir sagen, mach einen runden Tisch oder einen eckigen Tisch. Ja, ist wurscht, ob du einen runden zu Hause hast oder einen eckigen. Und lad die Nachbarin ein, die du nicht magst. Oder eine politische Partei. Und was passiert? Wir beginnen diese Initiative in ganz Österreich. Die säkularen Institutionen machen viel mehr als die kirchlichen.
nur wahrzunehmen. Es ist nicht so, dass wir die Einzigen sind, ja, die fürs Reich Gottes unterwegs sind, auch ob sie es wissen oder nicht. Aber es ist eine Initiative, die immer weiter jetzt geht und es ist total existenziell. Es ist nicht nur ein frommer Wunsch. Und wir haben gemerkt, wie schwierig das ist, jemand einzuladen, der anders ist, zu einem Essen. Aber die Würde, Gastgeber zu sein und Gast zu sein, verändert wahnsinnig viel. Und da kommen wir schon zu dem, was Tischgemeinschaft mit Jesus ist. Die erste Kirche, die gewachsen ist, ist in Tischgemeinschaften zu Hause gewachsen. Also das glauben wir das ist jetzt nur ein Aspekt, wir werden das noch in der Fragezeit noch einmal vertiefen, was da für Dimensionen gibt, weil wir die Zeit etwas überzogen, auch die Maya wird dann nachher noch extra noch einige Reflexionen geben, aber weil die Zeit schon vorangeschritten ist, würde ich es gerne auch damit belassen, mit diesem Bild, das ihr da seht. Das sind Muslime, Atheistinnen, fromme Missionare, ganz fromme Katholiken, Kardinal, alle möglichen zusammen auf einem Bild. Solidarische Karawane. Aber das funktioniert nur mit Jüngerschaft. Das ist nicht entweder oder. Also deswegen brauchen wir diesen Prozess einerseits der Jüngerschaft, Menschen auszubilden, zuzurüsten geistlich und gleichzeitig, dass sie lernen, dieses offene Herz zu haben, um zu schauen. Und die Menschen selber in dem Fahren haben die Ideen. Oft denken wir, was soll ich mit meiner Pfarre, der letzte Rest vom Schützenfest? Nein, der Heilige Geist kann mit denen etwas machen. Verzeihung für die Länge, danke für euer Zuhören. Danke.